of light that being so deep has vanished for no reason, and now I'm trapped within a never-ending nightmare that haunts me for so long. I always search for answers, but those that prove me wrong. Grüße zurück zu Mass Effect 2. Eigentlich wollten wir nach dem Desaster mit dem Feuergänger, wollten wir eigentlich Dings machen, gell? Gehen wir noch kurz auf die Karte. Wir wollten eigentlich die Gefangene rekrutieren. Das machen wir jetzt auch nicht. Ich habe etwas weiteres gefunden, das können wir machen. Kurzer Blick, ab zum Massenportal. Wo war denn der Quagel? Hier. Projekt Overlord, bist du deppert? Da werden wir uns später nochmal drum kümmern. Da haben wir genug. Projekt Overlord untersuchen. Und zwar, kurz und schmerzlos, das Ganze hat jetzt etwas mit Cerberus zu tun. Genau. Aber mehr dazu gleich. Du siehst es ja eh mit deinen eigenen kleinen Äuglein, gell? Aite ist ein erdähnlicher Planet mit verschiedenen bewohnbaren Zonen, die von Wüsten über Dschungel bis Tundren reichen. Er weist zudem schwache Ringe auf, was bei Planeten, die keine Giganten sind, eher selten vorkommt. Die Ringe bestehen aus bis zu 1 Meter großen Felsbrocken und einer großen Staubwolke, die vom Mittelpunkt des Planeten fast 23.000 Kilometer entfernt ist. Kenny liest langsamer, dann darfst du nicht zu viel verlesen. Diese beeindruckende Himmelserscheinung wird jedoch von dem Umstand in Schatten gestellt, dass Litae, der größte Mond von Aite, sich in einer instabilen Umlaufbahn befindet und irgendwann in den nächsten 200 Jahren auf dem Planeten einschlagen wird. Jedes Vorhaben auf Aite hat damit ein natürliches Ende und deswegen sind Kolonistenanzahl und langfristige Investitionen auch niedriger als auf anderen Gartenwelten. Nur bitte Garten Eden vor dir. Ja, da schaust du, wa? Den können wir nicht einmal scannen. Naja. So mit der I2. Zum Glück sind Sie da. Mein Name ist Dr. Gavin Archer. Die Sache ist dringend. Wir stehen kurz vor einem katastrophalen VI-Zusammenbruch. Einzelheiten erkläre ich Ihnen später, aber erst müssen Sie die Übertragungsschüssel außer Betrieb setzen. Die Steuerung ist nicht weit von Ihrer Position entfernt. Sie müssen sich beeilen. Mama Ich muss mia. Sie darauf hinweisen, dass diese Anlage gesichert ist. Alle Waffen müssen beim Betreten angegeben und dem diensthabenden Sicherheitspersonal überstellt werden. Hier drüben, auf dem Monitor. Ja, raue Sitten, ha? Da sind Sie ja. Ich habe mich in einem Computerraum auf der anderen Seite der Basis eingeschlossen. Hier laufen Geth frei herum. Ein VI-Programm hat sich selbstständig gemacht, die Kontrolle übernommen und ich habe heute viele Freunde verloren. Ich will nicht, dass Sie sich zu ihnen gesellen. Seien Sie bloß vorsichtig. Durchlaufen geht um und Ich muss Sie darauf hinweisen, dass diese Anlage gesichert ist. Alle Waffen müssen beim Betreten angegeben und dem diensthabenden Sicherheitspersonal überstellt werden. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass diese Anlage gesichert ist. Alle Waffen müssen beim Betreten angegeben und dem diensthabenden Sicherheitspersonal überstellt werden. Ich hab grad Déjà-vus an Fallout 4.
Wo sie auch alles wieder holt. Aha. Tür von innen gesichert. Arschlöcher. Kann man da speichern? Ja, da kann man speichern. Da war jetzt gerade eine Konsole. Verdammt. Die VI hat die Steuerung übernommen. Wir müssen ihn aufhalten. Er will sein Programm hochladen und so den Planeten verlassen. Zerstören Sie die Antennen im Innern der Schüssel. Es gibt eine Bahn auf der unteren Ebene. Gehen Sie dorthin, so schnell Sie können. So schnell sie kann. Bist du deppert, die Frau kann ja nicht einmal rennen. Memo an das gesamte Personal des Projekts. Wie ich höre, gibt es Bedenken, was die Arbeit mit lebenden Geth angeht. Ich halte es ja auch für ein Risiko. Aber der mögliche Erfolg überwiegt es bei weitem. Eines Tages werden es Ihnen Ihre Söhne und Töchter danken. Aha, das ist natürlich sehr schlau. Mit lebenden Geth arbeiten. Aha. Aha. Ja, wie nenne ich die Folge? Aha. Naja, auch gut. Ich suche nebenbei schon... Ich suche nebenbei schon ein kleines Motiv für ein Thumbnail, weißt? Mhm. Irgendwas Grausiges, irgendwas, was Atem... Dies ist eine automatische Sicherheitswarnung. Geth-Aktivität wurde geortet. Bitte bleiben Sie auf Ihren Positionen, bis eine Unbedenklichkeitsfreigabe erteilt wurde. Danke, Spiel. Du hast mich schon 3-mal erinnert. Na gut, so deppert wie zeitweise bin, brauche ich eine 5. oder 6. Erinnerung auch. Klick! Das heutige Mittagsangebot ist Filet am Eierkor-Eiersalat. Eiersalat. Feinde vor uns! Au! Jetzt kommt's! Müssen wir ein bisschen was anderes ausprobieren, weißt? Erwischt! Ja, da staunst du, wa? Und das ohne Brühen. Mhm. So muss es sein! Ja, Amanda, du geiles Luder, du. Ich hab sie! Kommt der da raus? Alter, endlich einmal eine KI, die du brauchen kannst in Videospielen. Entschuldigung, aber die Fallout-KI geht mir mittlerweile auch schon ein bisschen auf den Ziguri. So lustig sie ja ist. Ärger voraus! Ich hab's! Shit. Ah, da war das. Wow, Überlastung. Überlastung ausgelöst! Ja, aber das ist schon so... Komm nur rüber! Kurzen Blick, ja, weil ich ja gesagt, ich brauche einen Fotomodus. Ich will den... Naja, das kann man aber lassen, gell?
Da brauche ich nicht einmal viel tun. Kurz einen Blick. So, weiter geht's. Schuss und Tor. Super, Amanda, du bist ja Kaffeekasser, Geldmittel wieder beschaffen. Jetzt haben wir es benannt. Unser Shepard ist schon so arm, die muss sogar schon die Kaffeekasser plündern. Na ja, gut. Feinde! Mädchen, mit denen hätte ich nicht gerechnet, dass das Feinde sind. Wirklich nicht. Das ist ja... Los geht's! ist auch gute Waffen. Wir müssen später mal, wenn wir dazu kommen, irgendwann einmal, oder sollte ich es vergessen, wenn wir dann später die Mannschaft benannt haben, uns auch die Zeit nehmen, die Mannschaft einmal ausrüsten. So. Kurz einen Blick, ich will da mal auf. Okay, das war wieder ein Eintrag ins Buch, der Weg war umsonst. Es ist ein sehr, sehr lehrreiches Buch, das kann er leider nur empfehlen. Aha. Memo an das gesamte Personal des Projekts. Glückwunsch zu Ihrer unermüdlichen Arbeit. Morgen werden wir den nächsten großen Fortschritt machen. Es wird ein großer Tag für Cerberus werden und ein noch größerer für die Menschheit. Ja, ja. Allein das ist schon her ein großer Schritt für die Menschheit. Ui, da kann nur Plätzchen rauskommen. Was haben wir da unten? Hier unten wird mir der Fraß gut muhunden. So. Was, Ersatzteile? Wow, dort fuhren. Okay. Kannst du gleich merken, in Mass Effect sind Ersatzteile Credits. Aha. Sehr interessant. Gut, gehen wir Bahn fahren. Stilvoll. Verdammt nochmal! Er richtet die Schüssel auf ein neues Ziel zum Hochladen aus. Dann hat er direkten Sichtkontakt mit unserem Satellit ziemlich eng. Erreichen Zugang zur Schüssel. Zu El-Bandis Kloschüssel. Achtung! Fenster zur Satellitenübertragung öffnet sich in Kürze. Alle Daten müssen vor dem Hochladen von Ihrem Abteilungsleiter freigegeben werden. Erinnert so ein bisschen, erinnert der Ausgang da, das hat jetzt ein bisschen an Dings erinnert. Mein Six, das muss ich auch noch spielen. Alien Isolation. Naja. Und ja, ich will mich dem Alien nochmal stellen, aber das wird noch ein bisschen dauern. Ich habe momentan zu viel vor. Und vor allem heuer 2.4. Vorsicht! Ich hab's! Du bist...
Kuckuck. Ah, da geht's runter, schau. Raffiniertes Palladium. Hier ist Projekt Overlord mit einer Notfallmeldung an das Cerberus Oberkommando. Wir hatten hier einen katastrophalen Sicherheitsausfall und fordern hiermit Unterstützung an. Wie? Was soll das heißen? Alle ausgehenden Nachrichten werden blockiert. Wie ist das möglich? Achtung! Fenster zur Satellitenübertragung öffnet sich in Kürze. Alle Daten müssen vor dem Hochladen von Ihrem Abteilungsleiter freigegeben werden. Ja, Entschuldigung, du sollst es auch mithören. Ich höre mittlerweile überall Realismus in Videospielen, ne? Also muss ich das unkommentiert lassen, damit du auch was davon hast, weißt? Sich wiederholende Aussagen, gleich wie in Fallout 4, ne? Aus! Erst Alter, spür mal und renn nicht so deppert! Ah, wir kommen zu El Bandis Kloschüssel. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Au! Warte mal. Ich hab sie! Kruzifix. Los geht's. Bist du zu stark, sind sie zu schwach. Ah, bist du zu schwach, sind sie zu stark, gell? Ah ja, weiß ich schon wieder. Das ist dieses komische Dingsspiel, genau. Dieses geile Memory-Spiel. Einen Kalker muss er noch kaufen für mein Hirn. Leise rieselt der Kalk, weißt du, wer das ist? Achtung! Fenster zur Satellitenübertragung öffnet sich. Drecksäue. Vor dem Hochladen von Ihrem Abteilungsleiter freigegeben werden. Perfekt. Die KI gibt es aber ganz schön, ha? Weißt, wenn es ja der schwächste Teil bis dato wäre, würde man ja Andromeda auch noch antun. Man gut, Andromeda hast schnell. Jetzt kommt's. Verdammt, Shepard! Was? Entschuldigung, bei Shepard's. Ja, leck mich doch in den Arsch mit dem Gewehr. Ich hab sie! Fenster zur Satellitenübertragung öffnet sich in Kürze. Alle Daten müssen vor dem Hochladen von Ihrem Abteilungsleiter freigegeben werden. Habe Schilde verloren. Ich brauche wieder mehr Action, es hilft nichts. 3 Stunden farmen und grinden, das hat mich langsam gemacht. Gute Reise! Aber wie die KI gleich reagiert, das taugt mir. Schwere Waffen. Ja, ich bin auch schwer. Deaktiviere den Gap. Au! Fenster zur Satellitenübertragung öffnet sich in Kürze. Alle Daten müssen vor dem Hochladen von Ihrem Abteilungsleiter freigegeben werden. Jetzt kommen uns mit Drohnen, ha? Schöner Wohnen bei den Schorschonen mit schönen alten Drohnen. Was? Feindliche Drohnen!
Ja, ich meine, ich komme auch gleich. Aber mit einem weißen Achterl. Au. Fenster zur Satellitenübertragung öffnet sich in Kürze. Alle Daten müssen vor dem Hochladen von ihrem Abteilungsleiter freigegeben werden. Wo müssen wir jetzt hin? Scheißen! Muni mehr. Ah, sehr gut. Ja, Spiel, wo willst du mich hinführen? Kann es eigentlich nur da aufgehen? Naja. Sie müssen jetzt die Stützen zerstören. Sie verfügen über eigene Kondensatoren. Versuchen Sie es mit Sprengen. Hä? Ah, die Teile. Auf der linken Seite. Feind am Boden. Naja gut, ich mache mir das Leben selber schwerer, gell? Struktursicherheit der Schüssel nicht gewährleistet. Da ist noch einer. Wayne. Kenny, das kann ja nicht so schwer sein, dass du die Arme an was hältst, was da gesagt wird. Komm hier rüber. Ah du, meine Waffen gingen mir so aufs Arschloch. Sicherheit der Schüssel nicht gewährleistet. Schwere Waffen. Vorsicht. Au! Wie kann das sein? Na komm, regenerier dich. Das ist die Schrotflinte. Feindliche Drohne. Los geht's. Mal noch ein Stück weiter. Ich hab nur Scheißwaffen. Wir müssen schauen, dass wir irgendwann einmal auf die Dings kommen, auf die Zitadelle und einmal einkaufen. Ja, willst knutschen? Hey Gott, na. Haha. Ich glaube, die zwei haben gerade gerammelt. Sie sind geradezu versammelt, darum haben sie gerade gerammelt. Sie haben es geschafft. Sie haben die Verbindung zum Satelliten gekappt. Sie machen wohl Witze. Bewegung! Gleich gibt das ganze Ding den Geist auf. Hier drüben. Was zum Teufel ist hier eigentlich los? Der Mensch will mehr, als er vermag. Kommen Sie, ich erkläre es Ihnen.
Wenn das mein Shepard wäre, da sie mir seine reinhauen. Mhm. Überlebenden Wissenschaftler gefunden. Ich danke Ihnen, Commander Shepard. Sie haben uns etwas Zeit verschafft, wenn auch nicht viel. Es ist noch nicht vorbei. Wer sind Sie gleich nochmal? Dr. Gavin Archer, wissenschaftlicher Leiter dieser Anlage und vermutlich der einzige Überlebende. Sie schulden uns diese Erklärung. Das hier ist das Projekt Overlord. Ein Versuch, durch Verbindung eines menschlichen Geistes mit einer VI Einflussmöglichkeiten auf die Geth zu erhalten. Die Ergebnisse waren nicht wirklich zufriedenstellend. Dann will ich nicht wissen, was Sie unter einem Desaster verstehen. Sie können nicht einfach das ganze Projekt verurteilen. Wir hatten durchaus Erfolg. Zumindest teilweise. Mein Bruder David hat sich freiwillig als Proband zur Verfügung gestellt. Aber sein Verstand hat die Verbindung zur VI nicht bewältigt. Er ist jetzt wie ein Virus. Er infiziert unsere Netzwerke und übernimmt die Kontrolle über jede Technologie, die er findet. Deshalb mussten sie die Schüssel zerstören. Es wäre nicht auszudenken, wenn das Programm von hier wegkommt. Wie übernimmt er die Kontrolle über die Elektronik? Ich habe eine derartige Hybridintelligenz noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wo der Mensch endet und die Maschine anfängt. Was kann schlimmstenfalls passieren? Eine technologische Apokalypse. Jede Maschine, jede Waffe, jeder Computer könnte gegen uns gerichtet werden. Niemand kann sagen, was passieren würde, wenn er ins Extranet kommt. Das hätten Sie sich alles vor dem Experiment überlegen sollen. Man kann doch nicht erwarten, dass wir jede Eventualität berücksichtigen. Schon gar nicht, dass aus David so eine Monstrosität wird. David... Die VI hat sich im Hauptlabor der Atlas-Station verschanzt. Sie hat alles abgeriegelt. Um reinzukommen, müssen Sie die Sicherheitsabriegelung über unsere Anlagen in den Stationen Prometheus und Vulkan manuell aufheben. Wie funktioniert die Abriegelung? Sie hat eine Ausfallsicherung für Notfälle. Normalerweise können nur alle 3 Projektleiter gemeinsam die Abriegelung aufheben. Jetzt bin nur noch ich übrig. Meine Autorisierung kann ich geben, aber bei den anderen beiden müssten Sie das manuell machen. Und was ist, wenn ich Ihren Bruder töten muss? Wir können nur hoffen, dass es nicht dazu kommt. Erzählen Sie mir etwas über die Stationen Vulkan und Prometheus. Die Vulkanstation ist unser geothermales Kraftwerk. Sie erzeugt die Energie für die 4 Außenposten. Die Prometheus-Station ist ein abgestürztes Geth-Schiff voller inaktiver Maschinen. Wir benutzen sie für unsere Experimente. Was geht auf dieser Station vor? Das ist die Hermes-Station. Unsere Kommunikationsverbindung mit dem Rest der Galaxie. Wenn sie die Schüssel nicht rechtzeitig zerstört hätten, wäre es zur Katastrophe gekommen. Was ist bei dem Experiment schiefgegangen? David hat freiwillig einer Verbindung mit der VI zugestimmt, damit sie ein richtiges Bewusstsein bekommt. Theoretisch hätte nichts passieren dürfen, aber bei künstlichen Intelligenzen ist nun mal nichts sicher. Dann hätten Sie es nicht versuchen sollen. Und was wäre, wenn Sie nie versucht hätten, die Reaper zu finden, Commander Shepard? Was wäre dann heute mit der Galaxie? Manchmal muss man die Risiken einfach ignorieren. Was können Sie mir über die Atlas-Station sagen? Die Atlas-Station ist das Hauptlabor, wo alle unsere VI-Experimente durchgeführt werden. Sie ist unser nächstes Ziel, sobald Sie die Abriegelung aufgehoben haben. Dort ist auch mein Bruder zu etwas anderem geworden. Erzählen Sie mir mehr über das Projekt Overlord. Wir wollten aus dem religiösen Antrieb der Geth eine Waffe machen. Als wir sahen, wie sie Saren gefolgt sind, wurde uns klar, dass man sie beeinflussen kann. Und wenn man einen richtigen Anführer schafft, ein Virus mit einem Gesicht, wenn Sie so wollen, könnte man die Geth kontrollieren. Das ist ein ehrgeiziges Vorhaben. Es wäre die perfekte Waffe. Sieg ohne Verluste. Wir könnten den Krieg mit den Geth komplett vermeiden.
Zumindest war das der Plan. Ich breche jetzt auf. Die anderen Stationen sind alle in Fahrreichweite. Viel Glück, Commander. Man kann speichern, jawohl! Das freut mich. Und in der nächsten Aufnahme werden wir uns diesem Projekt widmen und werden uns mit einer VI anlegen. So wie wir es im ersten Teil auch schon gemacht haben, gell? Also dann, ich wünsche dir was, ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen an Spaß gehabt bei den ganzen Quagel. Und bei den ganzen Gesprächen, ich versuche so viel wie es geht mitzunehmen, gell? Und ja, den Rest siehst du dann, wenn wir soweit sind. Bis zum nächsten Mal. Baba!